Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo zu unserem neuen Community Discord. Gehen wir auch direkt rein. Also ich habe einen Discord-Server jetzt erstellt. Es waren ja ein paar Leute, hatten Interesse am Discord-Server. Ich habe mir jetzt gedacht, komm, mach das Ding einmal fertig und wir werden einfach sehen die nächsten Wochen, Monate, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn es nur eine kleine, feine Community ist doch auch schön, ne? Da haben wir doch ein bisschen Spaß zusammen, haben eine Plattform, wo wir uns ein bisschen austauschen können. Von daher habe ich das Ganze mal erstellt. Wer da Interesse dran hat, Link findet in der Videobeschreibung. Ich mache aber auch hier eine Einblendung oben rechts in dem Video. Dann braucht ihr da nur draufklicken, dann gelangt ihr auf den Discord-Server. Ich habe den in meinem Hintergrund auf, um euch ein paar Sachen zu erklären. Also erstmal Regeln, ja. Die Standardgeschichten, lest euch das durch. Einfach den Kopf einschalten, keine Beleidigungen, sonst was. Ich weiß, Fußball ist ein emotionales Thema. Ja, wir sind in erster Linie ein Bayern-Discord. Da wird dann wahrscheinlich auch mal der eine oder andere Idiot reinjoinen. Den gilt es dann einfach zu ignorieren. Wir bannen den dann weg. Ja, Moderatoren bin natürlich ich und die Mara erstmal. Es hat sich ja schon jemand angeboten in den Kommentaren. Und wir gucken mal, wenn der Aufwand größer wird, kommen wir da natürlich sehr gerne drauf zurück. Ich denke, wenn wir da, was weiß ich, 2, 3, 4 Moderatoren haben, in Zukunft macht das schon Sinn, dass einfach immer jemand da ist, wenn da irgendwelche Knallköpfe halt reinjoinen. Ne? Wir wissen, nochmal, Fußball ist ein emotionales Thema, sieht man ja auch in den Kommentaren, was da teilweise für Leute sind. Das ist natürlich auf so einem Discord dann nicht anders. Ja, was habe ich jetzt erstmal erstellt? Ihr seht jetzt hier oben noch einen Moderate. Oh nee, den seht ihr persönlich nicht. Ich habe einen Willkommen-Channel, wo ihr einfach seht, wenn jemand den Channel joint. Ankündigung, wenn ich irgendwas anzukündigen habe, dass ich vielleicht mal live gehe oder sonst was. Oder es sonst irgendwas gibt, werdet ihr es da finden. YouTube, da bekommt ihr automatisch eine Meldung vom Bot, wenn neues YouTube-Video auf meinem Kanal online geht. Freischaltung ist ganz wichtig. Freischaltung ist dafür da. Einen Moment, ich gehe mal weiter hier rüber. Wenn ihr auf den Discord joint, seht ihr quasi die Kategorie hier Mir San Mir nicht. Ja, wenn ich die mal ausklappe, kommen wir gleich zu. Und ihr seht auch außerhalb vom Fußball die Kategorie nicht. Also ihr seht nur deutsche Wettbewerbe, europäische Wettbewerbe, Bundesliga-Tippspiel und die 3 Sprachkanäle. Wollt ihr jetzt die die FC Bayern-Bereich sehen, müsst ihr hier einmal das Herzchen anklicken. Wollt ihr den Bereich außerhalb vom Fußball sehen, klickt ihr die Augen an. Dann seht ihr beide Bereiche, die werden eingeblendet. Wollt ihr den Bereich da nicht mehr sehen, warum auch immer, klickt ihr es einfach wieder an, es ist weg und der Kanal und der Bereich wird wieder ausgeblendet bei euch. Ja, das ist der wichtige Teil. Also um den FC Bayern-Bereich zu sehen, müsst ihr erst einmal das Herzchen anklicken. Liegt einfach daran, dass ich halt auch ein paar Leute habe, die da nicht so auf dem FC Bayern sind. Und deswegen habe ich das erstmal so geregelt. Es kann sein, dass in Zukunft hier noch ein bisschen mehr zukommt. Das weiß ich alles noch nicht. Ich kann euch noch nicht sagen, in welche Richtung sich der Discord-Server genau entwickeln wird. Also gehen wir es mal durch. Mir Samir ist natürlich der FC Bayern-Bereich. Einmal Transfergerüchte. Schreibt sich von selber. Bundesliga auch. Ich werde für jeden Spieltag immer ein Thread erstellen. So heißt das hier im Discord. Also so, dass man hier in dem Bundesliga-Kanal allgemein über die Bundesliga-Themen reden kann. Und wenn man irgendwas Spieltag-Spezifisches hat, kann man das dann in dem jeweiligen Thread machen. Dasselbe für den DFB-Pokal. Soll welche eine Champions League machen. Ansonsten gibt es noch einen Bayern-Talk allgemein, was jetzt nichts, wo hier reinpasst. Ansonsten deutsche Wettbewerb, Bundesliga, Zweitliga, Dritte Liga, Regionalliga, DFB-Pokal, Talk. Alles, was nirgendwo sonst reinpasst. Und Nationalmannschaft habe ich mal mit reingenommen. Da sind ja einige, die da Interesse dran haben. Europäische Wettbewerbe, ja Champions League, Europa League, Conference League. Dann habe ich noch einen Kanal fürs Bundesliga-Tippspiel gemacht. Wenn man mal ein bisschen fotzeln will, ist das natürlich auf dem Discord-Server einfacher und
besser ersichtlich als in diesem komischen Chat-Tool auf der Kicktipp-Seite. Ansonsten Sprachkanäle habe ich aktuell Fußballtalk. Mir Samir, den seht ihr aber auch nur, wenn ihr die FC Bayern-Bereich freigeschaltet habt, und Laberecke seht ihr nur, wenn ihr den außerhalb von Fußballbereich freigeschaltet habt. Da habe ich einfach jetzt eine Laberecke genommen, Film und Serie, Musiktipps, Essen und Rezepte, Hilfe und Ratschläge, so wie ich es auf meinem anderen Discord-Server auch habe. Wir schauen einfach mal, ich weiß nicht, inwiefern das genutzt wird, inwiefern auch die ganzen Kategorien genutzt werden. Ja, wir starten einfach mal rein. Das ist so die Grundausstattung. Wenn ihr da Verbesserungsvorschläge habt, ja, könnt ihr die gerne reinhauen. Ich denke, da wird die Laberecke sich am meisten die Laberecke am meisten zu passen. Aber mal gucken, vielleicht mache ich auch noch irgendwie einen Bereich für Verbesserungsvorschläge oder sonst was oder für Feedback. Ja, Feedback könnte man noch machen, das stimmt. Den werde ich noch irgendwo reinballern, in den Feedback-Bereich, vielleicht hier oben mit rein. Dann könnt ihr Feedback zu sämtlichen Themen da lassen. Zu YouTube, zu dem Discord oder sonst was. Ich denke, das ist noch eine ganz gute Sache. So gehen wir erstmal rein mit den Channels und mit den Sachen, die ihr euch freischalten könnt. Wie sich das entwickeln wird, wie gesagt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Da gehen wir einfach mal locker rein. Ich bin auch ab Mittwoch im Urlaub, beziehungsweise ab Donnerstagmorgen bin ich auf dem Weg nach München und bin dann auch erstmal eine Woche echt out of order, was das anbelangt. Ja, ihr werdet mich da also relativ wenig sehen. Danach werde ich natürlich da hier auch ein bisschen aktiver mitlesen und auch ein bisschen mitschreiben und sowas. Und dann gucken wir einfach mal, wo das hinführt. Ne? Bin sehr gespannt, wie weit das angenommen wird, inwieweit ihr da Bock drauf habt. Und dann schauen wir einfach, wo das hinführt. Verbesserungsvorschläge, Änderungsvorschläge könnt ihr natürlich da lassen, könnt ihr aber auch hier in den Kommentaren da lassen. Und wie gesagt, wir lassen mal ein paar Wochen ins Land gehen. Dann bespreche ich das mal mit der Mara. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht 1, 2, 3 Moderatoren damit beinehmen. Kommt halt drauf an, was los ist. Wenn hier am Tag irgendwie 10 oder 20 Posts kommen, müssen wir natürlich keine 3, 4 Moderatoren haben. Ist aber natürlich hier ein bisschen mehr was los, dann werden wir später halt auch mehr Moderatoren brauchen. Ne? Aber da müssen wir halt erstmal, ja, wie ich schon sagte, abwarten, wohin die Reise geht mit dem Discord-Server. Eine Sache noch, Kanalmitglieder, die ich habe auf YouTube, kann ich hier leider nicht mit einbinden mit irgendwelchen Rollen. Das müsste ich alles von Hand machen, müsste das jedes Mal kontrollieren, wann die Kanalmitgliedschaft ausläuft und wann nicht und so weiter. Ja, da habe ich einfach keine Zeit für, Leute. Ja, da gibt es leider keine Verbindung von YouTube und Discord. Deswegen könnt ihr mich gerne auf Ko-fi unterstützen. Ich habe jetzt auch einen Ko-fi nur für den Red Munich-Kanal gemacht. Wenn ihr mich bei Ko-fi unterstützt, seht ihr hier rechts dann eine Gruppe. Die haben denselben Namen wie auf YouTube. Und ja, dann seid ihr einfach in dieser Gruppe hier drin und steht halt über den anderen Mitgliedern, wen das irgendwie anmacht oder für wen das interessant ist, so auf dem Discord. Wollte ich das nur erwähnen. Ansonsten habe ich zu Ko-fi alles gesagt, könnt ihr euch das andere Video zu anschauen und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Discord-Server so entwickeln wird. Natürlich sind hier auch alle anderen Leute gern gesehen, ja, wenn ihr Dortmunder seid, Schalker, Bochumer, sonst was. Kein Thema, solange wir uns auf einem normalen Level unterhalten können, habe ich da gar kein Problem mit, deswegen ja auch die Kategorien nochmal extra. Aktuell gibt's halt nur die Gruppe FCB und die Gruppe andere Vereine. Je nachdem, keine Ahnung, spinnen wir mal ein bisschen rum, haben wir irgendwann hier 50 Dortmunder auf dem Discord, dann mache ich auch gerne noch eine Gruppe für die Dortmunder, dass die rechts als Dortmunder angezeigt werden. Ja, das soll gar kein Problem sein, Leute. Ja, aber nochmal abschließend, wir müssen erstmal abwarten, in welche Richtung sich der Discord hier entwickelt und ja, wie dann so die Resonanz ist und da schauen wir einfach mal. Da gehen wir locker rein. Auf jeden Fall steht der Discord erstmal. Ihr könnt ab sofort joinen und ja, auch wegen Sprachkanäle oder sowas müssen wir mal gucken, wenn ihr da bestimmte Kanäle haben wollt oder sowas. Lasst es mich wissen, kann man da mit Sicherheit machen. Irgendwie so 3er, 4er Kanäle vielleicht noch, wenn ihr
eine kleine Gruppe seid und euch da ein bisschen austauschen wollt oder so. Kriegen wir schon alles hin. Also, das nur kurz zur Info. In diesem Sinne, wie immer, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus und natürlich auch Grüße an alle anderen. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüssi.